Zusatzfroh an Regierung der Zeng. Herr Moser, die Wort. Ja, merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Op engem freien donnerchte Moien wollte ich ihr bisschen erhalen über KI seit dem letzten Jahr an dem ganz interessanten Rapport von meiner exzellenter Kollegin Corinne Kern als nicht mehr ganz oft ganz viel über AI auch an unserem Haus geschwärzt gehen, weil der nicht hecht, dass das nicht eine Problematik ist, die als weiterwert intensiv beschäftigt. Ich wollte mich ein bisschen mit der KI Niveau vom Finanzsektor ausdrücken. Und zwar wissen wir alle gut, dass den AI Act eigentlich seit 2024 schon erkraft ist. Auch soll an Etappen umgesetzt gehen. Die ersten Etappen sind auch schon dieses Jahr ugelaufen. Es ist aber so, dass dort zu Brüssel eine Initiative geholt ist, für auch an diesem Sektor einen sogenannten Omnibus-Package unzuholen. An den Omnibus-Package stehen Tisch leider, aber noch nicht definitiv approviert. Die gesagt aber hier, dass du ganz besonders die Lehen betrifft, dass man als ein bisschen mehr Zeit gehen, wer sich die Etappe von dem AI-Act umgehen. Was den Finanzsektor betrifft, hat diesen AI-Act natürlich auch ganz viele Reperkussionen auf den Finanzsektor, wo muss umgesetzt gehen. Das wird doch mit ganz vielen Kosten für den Finanzsektor dabei kommen. Da müssen noch ganz viele Erfahrungen gemacht werden, sowohl Niveau von der Compliance am Finanzsektor, wie aber auch Niveau von der Formation von den Leuten, die an dem Sektor schaffen, müssen auch eine ganze Reihe von Inventaren erstellt gehen. Der Tisch, da kennt ganz viel ob also Finanzsektor so wie da hier auch ganz viele andere Sektoren am Land zukennt. Es gibt allerdings eine kleine Thematik an dem Sinn, dass vier gesehen ist zu Lützeburg, dass sich der Regulateur für alles, was AI betrifft, soll CNPD sein. Der Tisch, da doch CNPD eigentlich responsabel wird sind, für das alles zu kontrollieren, was am Finanzsektor geschieht. Das soll Mengen Informationen noch aber geschehen an enger Zusammenarbeit mit der CSSF an do Reise ergin sich trotzdem für mich eine Reihe Frohen, die ich dann noch folgte Moien dem Herr Finanzminister stellen. Erstens für zu frohen, wo wir auch genau dran sind, mit dem AI-Act, notamment auch mit der Initiative von dem Omnibus-Package zu Brüssel. Die zweite Frage auch wissen, wie der Finanzsektor sich schon vorbereitet hat, aber auch da die Hilfestellung ist, die der Finanzsektor vom Finanzministerium, eventuell auch von anderen Institutionen kriegt, die das froh auch den Kostenpunkt riskiert zu sein für die Implementation von dem AI-Act am Finanzsektor. Und dann wird froh vom Regulateur betrifft, wie sich die Dual Kontrolle wird an Zukunft funktionieren zwischen CNPD und CSSF, wo an dem Kontext die froh wäre nicht mehr einfach vielleicht aber gewirrscht, was den Finanzsektor betrifft, do ganze Länge der CSSF, eventuell die Kontrolle und Surveillance zu gehen. CSSF hat manchmal über 1000 Leute schaffen, sind also vielleicht besser outilliert wie CNPD, die aber mit ganz viel Männerleitung muss schaffen, und natürlich auch die Frauen, die sich da ergehen, wir werden schlussendlich Decision holen, weil da wird ja auch dann Rekuren, le cas échéant, aufhalen, also eine ganze Reihe von praktischen
Froen, die sich fertig stellen, notamment auch Niveau von der Beratung, von den Etablissementen, vom Finanzsektor, die sicherlich viel Froen werden hun. Und dafür wollte ich auch ein bisschen den Finanzminister frohen, wie der doch an der Praxis alles wird funktionieren. Ich sage ihm schon merci für seine ganz exzellente Antwort, die immer wert gehen. Merci. Merci, Herr Moser. Herr Finanzminister. Ja, für die exzellente Antwort 10 Minuten. Merci, Herr Präsident, merci, Herr Moser, für die Frage. Ob die Antwort wird exzellent sind, das muss der Herr No jugieren. Ich meine auf jeden Fall mal mein Best. Ich meine, nach dem Vorbehalt von dem Premier, dem eigentlich Madame Damark zuständig ist für die künstliche Intelligenz, will ich so, dass künstliche Intelligenz zu Lützeburg an nicht nur do ein neues Phänomen ist, das eine Chance kann sein auf viele Bereiche, aber wohin muss auch die Gefahren am Ern behalten. Generell, manchmal muss die künstliche Intelligenz immer von der menschlichen Intelligenz dominiert sein. Für die Finanzplätze ist das eine Chance. Wenn man die künstliche Intelligenz, was los schon geschieht, richtig nutzen, aber auch richtig encadrieren. An die hat mit Recht auf den sogenannten AI-Act hingewiesen, wo ich hier ganz am Anfang so ob froh, wo sind wir da drin, mit dem Gesetzesprojekt für den AI-Act zu Lützeburg umzusetzen, der geht vom Premierminister an der delegierten Kommunikationsminister, Madame Mark, auf den 23.12. letztes Jahr 2024, also für rund einem Jahr, deposiert. An dem Gesetzesprojekt also auch die Zusammenarbeit zwischen einerseits dem Hauptakteur, also der CNPD, also Nationaler Datenschutzkommission, und den spezifischen Regulateuren, was den Finanzbereich anbelangt, nämlich den CSSF, also als Bankenobsicht, und auch als Assurancenobsicht, das Kommissariat aux Assurances vorgesehen. Nur so, wie verhält er sich zuständig für Finanzdienstleistungsakteuren sind CSSF an den Kommissariat aux Assurances. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Departementen von der Bankenobsicht an den einzelnen Akteuren, die lebt eigentlich heute auch schon als sogenannten Sandboxen, also Sandkösten, die vorgesehen, dass wenn ein Finanzdienstleister sich KI zulädt, dass er kann Testen machen an dat an engem Echange mit den jeweiligen Regulateuren, das geschieht schon haut. Erlaubt also Planungssicherheit an auch die nötigen regulatorischen Encadrement. Dann wollte ich auf die Frage eingehen, was ist den Impact haut schon von der künstlichen Intelligenz auf den Finanzsektor. Nur einer rezenter Etude sollen 72% von den Posten auf unser Finanzplatz, und das sind da direkt 73.000, sollen direkt oder indirekt impactiert sein von künstlicher Intelligenz. Das heißt aber nicht, dass die Posten giffen oder müssten zu 72% aufgebaut gehen. Nein, mit der Best von den 72% wird an der Zeit ein einer gehen. Zweiter Punkt ist den 6% von den Posten, nur der Etude, die könnten durch die künstliche Intelligenz Stand Haut ersetzt gehen, wenn sie also nicht gingen, transformiert. An 22% von den Posten im Niveau von der Finanzplatz, die wären durch die künstliche Intelligenz nicht impactiert, nach immer nur der Etude. Da so der erwertfränge Bereiche als Finanzplatz konzerniert. A ganz vielen Bereiche, ich kann nicht nehmen ein paar Beispiele. An der Fondsindustrie zum Beispiel gibt es automatisch ein Update, das ist eine Erneuerung von den sogenannten Prospekten, die gemerkt werden, auf der Börse, auf andere Punkten durch künstliche Intelligenz. An dem Bereich von der Geldwäschereglementierung. Ihr wisst, die ist extrem komplex.
Do kët künstliche Intelligenz agesät fir Verhalensmusteren vu Klienten ze bewerten, a wann e Klient do rausfällt, ja dann gëtt de Fall méi genau geguckt. Dann zum Beispiel im Niveau von dem Private Banking, von der Bank privé, wo get dort künstliche Intelligenz geguckt, mit zum Beispiel für engem Klient, den Bank oder die Finanzdienstleister betreibt, für den Proposen zu machen, wie sein Portfolio, also sein Portefeuille, könnt besser oder ernstes angesagt gehen aufgrund von den Informationen, die der Finanzdienstleister über den Klient hat. Am Assurancebereich Updaten von Konditionen generelle. Am Assurancebereich zum Beispiel den Triage von einzelnen Rekurren oder Reklamationen, die kommen oder Sinistren, die auffallen mir auch der Risikobewertung an dem Assurancebereich. An dem Präenindustrie stellen sich dort die sogenannten Know Your Customer Information, die diejenigen Finanzdienstleister müssen. An der Cybersicherheit, an der Resilienz von der Cybersicherheit, auch für und allem künstliche Intelligenz, die angesagt geht, für Risikobewertungen zu machen. Am regulatorischen, mal automatischen Check, ob Finanzprodukte, ob die erregelt sind, mit der Reglementation, die sich da appliziert. Ich könnte noch weiterführen am Fintech-Bereich für und allem Froden, die da verbunden sind. Ihr wisst, wir sind am 1. Oktober wo man eng automatisch Bezahlung, wo direkt die BIAS, das haben wir hier in der Chambre gestimmt. Ja, selbstverständlich muss dann auch, besonders im elektronischen Bereich, die Risiken mehr und besser angeschätzt werden, wenn der Haut auf traditionelle Lützeburger Banken Überweisungen mischt. Da wisst ihr schon, dass automatisch da vorgestellt wird, als das wirklich den richtigen Beneficiär, wo der es will, überweisen, weil die genau kontrollieren ja, ob der Kontoinhaber mit der Kontosnummer stimmt an auch wie bei der Bank gemeldet ist, weil Staat ist nicht gleich Staat, das kann Trésorerie de l'État sein, da geht es, da wann État du Grand Duché de Luxembourg, da geht es vielleicht nicht direkt. Dann natürlich auch an einem Bereich von der nachhaltigen Finanz, zum Beispiel sind die Investitionen, die Produkt vorgesehen sind, die alle guten en ligne mit den sogenannten ESG-Regeln. Dafür am Resümee, ja, CSSF, der CAR, der Kommissariat aux Assurances, sind zuständig für die Finanzdienstleister, die zusammenarbeit zwischen den zwei Akteuren mit der CNPD als an dem Gesetzesprojekt, die den AI-Act soll umsetzen, als das geregelt. Dann eine letzte Frage. Und ich habe gesehen, dass auch den Herr Polidori, der Mitte, ich meine, eine Motion dazu gestattet, dass wir erst mit dem sogenannten Omnibus-Regeln von Brüssel Niveau von der künstlichen Intelligenz oder von dem AI-Act. Omnibus-Regeln gehen da auf vielen Bereichen an dem AI-Act. Das ist richtig, dass kürzlich auch neue Reglementierungen kommen sind. Einzelne betreffen auch den Finanzsektor ganz spezifisch. Wir sind dem nicht aufgeneigt, war kann mehr pragmatisch, mehr verhältnismäßig, aber auch mit gerade so Sicherheit Regeln abgestaltet gehen am Finanzsektor, dann als Lützeburg als feierenden Finanzplatz an Europa selbstverständlich Brünner, davon weil als Generalphilosophie, die nicht neu ist, die auch in der freien Region immer appliziert gehen, wir hätten gerne gesetzliche Kader, die flexibel ist für die Investisseuren, mit denen aber die Protektion, also der Schutz von den einzelnen Akteuren gewährleistet, weil wir hätten ja gerne ein solid, ein stabil und ein robust Finanzplatz, und dafür muss man das auch haben, dem noch ja zur künstlichen Intelligenz, ja zum Oppassen von den Gefahren, die mit verbunden sind, aber für uns nach immer, der Mensch muss überhaupt über die Maschine halten. Merci, Herr Minister. Hat Herr Moser eine Zusatzfrage? Ja, merci für die effektiv ganz exzellent Antworten. Eng froh hat der Minister aber nicht, auf jeden Fall nicht ganz komplett geantwortet. Schon natürlich mal auch den Projet de Loi da angeguckt, die froh an hatte auch gestaltet.
dat ass natürlich, dat do Kompetenzen definiiert gisinn nach as so wann den Text richtig interpretieren, dat CNPD den Hauptregulateur ass an froh diese stellt, do sinn jo richtig substanziell Sanktionen fir gesinn, wat jo gut ass, wann en sich net um Reglementationen held, an do stellt sich Jolo erwer froh, wien die Sanktionen schlussendlich prononcéiert, notamment fir den Finanzsektor, wellt jo awer och do können Rekuren ginn, an do hunn ich na net so 100%ig ewer lo raus von der lo CNPD am Fall vum Finanzsektor wie oder ewer CSSF oder den Kommissariat aux Assurances, well sich ja ewer och do herno tro vum Deroulement vun den Prozeduren stellt an defir Fleisch an den Herr Minister ma och nach déi Frofleicht enker wird nach präziseieren. Merci. Herr Moser. Also ich kann se präziseieren, soweit der legislative Prozess vun eng Gesetzesprojekt den net direkt in der Kompetenz vom Finanzminister ich am Anfang gesagt, dass der Premier an die delegierte Kommunikationsminister Madame Mark sind, die am Optreffen der Regierung die Gesetzesprojekt deposiert hun, an denen eine zuständige Kommission, ich gehe davon aus, dass der Medienkommission erst unter dem Vorsitz von Herr Eichen Madame Kemp das Wirsel gewircht, dass auch die dote froh wird analysieren. Es so einfach, dass ich durchaus bereit bin, an Schwengen du kind den auch den Generaldirektor von der CSSF respektiv den Direktor von dem Kommissariat aux Assurances enke ja van dat willen as von der Chambre an der du von der souverän für dat wird spezifisch Kontroll Pouvoiren von denen zwei Regulateure sind, wat Finanzdienstleister unbelangt, dass in den Deal enke Martinen an der Finanzkommission diskutiert, geht das dat unabhängig aus von der gesamten Analyse von dem Gesetzesprojekt, die selbstverständlich an der Medienkommission reserviert ist. Aber wenn das der Wunsch soll sein von der Finanzkommission, ich meine, da kann ich mir vorstellen, dass die zwei Regulateuren durchaus bereit wären, für den Deputierten aus der betreffenden Kommission Reden zu stellen. Gibt es die Satisfaktion? Merci.